Guten Morgen, Philipp, wie heisst denn ich? 12:07. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Die WM ist unser Schwerpunkt in diesen Tagen, ganz klar. Bei uns im Zentrum aber auch die problematische Seite von dem Anlass. Die Hitze sei ungesund für die Spieler. Ist das aber so? Fragen wir unseren Menschenrechtsspezialisten Jean Ziegler. Wie Vater, Herr Gerber, auf dem Sklaventreiberblatt. Ich bin schockiert über die Arbeitsbedingungen in dem tropischen Brasilien. Die FIFA-Vasallen zwingen hier die Fußballer, dass sie am Wochenende und bis in die späte Nacht ich schutte. Ich muss das gerade meinem Freundenbank im erzählen. Das erzähle ich aber eben, wie ungesund ist denn das Klima wirklich? Wir fragen darum jetzt gerade den Medizinspezialisten Ständerat Felix Gutzwiller. Wie für die Präventivmedizin wissen, und Hitze findet nur im Kopf statt. Wir empfehlen darum eine Taktik, die den Fußballer weniger hitzeanfällig macht. Und aus Studien wissen wir, dass der Fußballer kaum geografische Kenntnis hat. Er weiss eigentlich nie, wo er gerade ist. Die Schweizer Spieler verraten mir darum nicht, dass sie bereits in Brasilien sind. Das Hotelpersonal redet nur Schweizerdeutsch und auf allen Kanälen vom Hotelfernsehen sieht man nur Sven Epine und Nick Hartmann. In der Lobby liegt dazu noch Glückspost. So merkt die Schweizer Spieler nie, dass sie in Brasilien sind. Kurz, ich glaube, die Schweiz kann Weltmeister werden. Dankeschön für den medizinischen Exkurs, Felix Gutzwiller. Wir wollen aber noch wissen, wie unsere Runde die Schweiz will anführen. Daheim oder im Stadion. Weltwochenchef Roger Köppel. Das W ist wie ein M, nur umgekehrt. Um was geht's? Die Weltwoche hat herausgefunden, dass der Zuckerhut in Rio weder aus Zucker noch ein Hut ist. Genau wie in der Weltwoche, weder eine Welt noch geht's eine Woche, bis sie Gläser essen. Zum Anführen und Trick, Weltwoche zusammenrollen und fertig ist die Vuvuzela. Und falls mal etwas nicht siehst, kann man sie auch als Fernrohr brauchen. Und mich nimmt natürlich auch Wunder, wie der Moderator, vom SRF Sport unsere Mannschaft unterstützt, Rainer Maria Salzgeber. Meine Güte, ich würde mit den Fans diskutieren und sie mit Fragen bombardieren. Wenn ich ins Stadion komme, frage ich zum Beispiel, ist das ein Sitzplatz hier oder ist das keine? Wie Leute darf man schreien und warum haben die Schweizer Trikot die gleiche Farbe wie die Karten bei einem groben Foul? Das müssen wir diskutieren. Und kennt Raclette in Brasilien niemand, obwohl der Käse von selber schmilzt. Das sind Fragen über Fragen und keiner hat eine Antwort. Zum Das Glück müssen ist wir diskutieren.